Das Siegel pulsiert. Was auch immer sich darin befinden mag, es wird gleich rausbrechen. Wenn wir es nicht vor aufhalten, Leute! Und damit geht das Abenteuer in eine neue Runde. Ach du Scheiße, was ist denn das hier für eine Suppe? Die absolute Finsternis! Ach du Scheiße! Hallo! Guten Tag! Siehst du meine großen Beißerchen? Ja, hast einen tollen Zahnarzt! Der Verbannte! Ach du Scheiße! Er hat das Siegel gebrochen! Ich erzähle dir später mehr darüber. Jetzt musst du erst dafür sorgen, dass er nicht aus seinem Loch entkommen kann. Er darf den Tempel nicht erreichen. Der Typ ist 20 Mal so groß. Was ist denn hier los? Hilfe! Alter! Guckt ihn euch an! Was ist denn los? Der ist 20 Mal... Ja, aber echt mal. Der ist wirklich 20 Mal so groß wie Link. Okay, Leute, okay. Das ist also der Verbannte. Grundsätzlich nicht so schwierig zu besiegen, der Alte. Ihr seht schon, ist relativ langsam. Bis er hier oben ist, haben wir viel Zeit, um den platt zu machen. Na gut, platt machen geht nicht wirklich, aber ich sage jetzt mal ansatzweise den irgendwie aufzuhalten. Gibt es zwei Varianten. Natürlich das Schwert erstmal. Variante 1 natürlich. Erstmal müssen seine Zähne ab. Scheiße, das ist mein Zähne abgeschnitten. Tja, ich bin fies, weißt du? Bäm! Ist der andere nicht auch ab? Naja. Von der anderen Seite mal. Muss ich zwei mit einmal treffen? Doch nicht ganz, egal. So, wie gesagt, erstmal Phase Nummer 1. Die Zähne müssen ab und zwar dringendst. Gut. Hier das Ganze auch noch. Und jetzt doch den da vorne. Ihr seht schon, es ist sehr langsam. Er kommt da mit seinen irgendwelchen Schockwellen, die aber sowieso nichts bringen. Und jetzt fällt er wie ein Stein. Boom. Kacke. Tja, das hätten wir. Jetzt müssen wir schnell hinter ihn. Oder wohl eher vor ihn. Wie geht das? Gut, das geht ganz gut. Jetzt sehen wir hier den Siegelstein. Den kennen wir. Und einfach reinhauen. Und zack. Das wäre Methode Nummer 1, Freunde, um ihn zu Fall zu bringen. Und jetzt, ja, es macht einen auf Schlange. Haha, du kriegst mich nicht, ich bin gleich oben. Wer es glaubt. Ich bin schnell. Oh, ich kann nicht mehr. Ja, hast eine tolle Ausdauer, muss ich schon mal sagen. Wie weit ist er gekommen? 20 Meter? Scheiße, ich bin fett. Und die 10 sind wieder da, natürlich. Gut, Phase Nummer 2, Variante Nummer 2 sowieso viel cooler ist. Wir fliegen, juhu, wie ein Adler. Oh Scheiße, und ich falle wie ein Stein, das darf wohl nicht wahr sein. Ja doch, und zwar genau auf seinen Kopf. Ja, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Komm schon, ihr wisst es. So, jetzt bin ich hier oben und einfach reingehämmert. Bam! Das ist Methode Nummer 2. Natürlich, wie ihr seht, viel eleganter und problemfrei. Natürlich macht er wieder den gleichen Scheiß. Eine Schlange, ich schlangel mich, ich bin gleich oben. Oh, stimmt, das ist gleich oben. Ups, ein bisschen zu viel Zeit verplempert, wie es aussieht, wa? Hörst du auch mal wieder auf? Junge, dann ein bisschen höher gekommen. Okay, jetzt habe ich doch ein bisschen, ganz kleines bisschen Angst. Du kriegst mich nie. Also theoretisch kann der einfach mit dem Kopf voll gegen die Wand wummern und der Tempel müsste zusammenbrechen, nicht wahr? Ich meine, das Teil ist schon so alt und der Typ ist so fett, aber nö, natürlich nicht. Er macht es auf die mühsame Art und Weise. Gut, da unten ist er bereits wieder. Link im Anflugs. Wow, nicht so schnell, Link. Nein! Ich wollte gerade... Oh, scheiße. Ich wollte gerade einen Paraschall ziehen. Okay, wieder Variante 2. Variante 1 wohl eher. So, ein bisschen schneller hier machen, Link. Himmelstrahl, wo bist du? Link.
Link, Himmelstrahl, wo bist du? So. Wow, ziehen wir gleich 2 Herzen auf einmal ab. Nicht schlecht, der Alte, oder? Ja, wie gesagt, gleich 2 Herzen auf einmal. Aber ist gar kein Problem, er fällt doch schon wieder. Dabei wäre ich gleich oben gewesen. Echt? Oh, ich glaube ja. Kann das sein? Ja, gleich, also für... Hätte noch eine Weile gedauert. Ja, Fei, ich weiß. Ist sowieso gleich down. Seht ihr, so schnell kann es gehen. Okay, ich muss zugeben, dann beim zweiten Abflug, da war ein bisschen lame, gebe ich zu, aber seht ihr schon, wie ihr es machen könnt. Es geht so viel einfacher, einfach auf den Kopf zu springen und drauf zu hauen, weil auf seine Füße rumzuwackeln und da seine Zähne abzuschneiden. Naja, also, vor allem im Heldenmodus, wenn man hier doppelt so viele Herzen verliert, nur 6 Herzen macht wie ich, ist das schon fast ein bisschen märtyrerhaft. Naja, was soll's. Der Verbannte ist besiegt? Nö, natürlich nicht. Er ist nur wieder mal versiegelt. Also noch nicht ganz, aber naja. Das sehen wir gleich. Mit dem Erdboden versunken. Los, Michael! Lenke den Himmelstrahl auf den Siegelstein, schnell! Ja, Oma, ich mach doch schon. So, jetzt geht der Paraschall wieder. Vorhin ging es irgendwie nicht. Seltsam. Vielleicht war ich zu nah am Vieh dran. Könnte natürlich sein. So, und damit hätten wir bereits mal aktiviert. Und jetzt kommt das Dreifachsiegel. Und einmal. Hoch und zur Seite. Sehr schön. Das Force-Siegel. Ja. Hey, hey! Ju! Er ist wieder einmal verbannt. Yeah! Geile Szene, geiler Boss, muss ich schon mal sagen, als ich das erste Mal gesehen habe beim ersten Skyward Sword Let's Play, da muss ich schon sagen, da hatte ich schon zwar ein bisschen Schiss, aber war gleichermaßen auch wirklich beeindruckt. Und gespannt und alles und naja, jetzt geht's halt weiter. Sehr gut, Michael. Auch wenn er gerade erst erwacht war, ist es beeindruckend, dass du es geschafft hast, ihn wieder in seinem Gefängnis zu versiegeln. Wie bist du eigentlich so schnell runtergekommen? Leider wird er es immer wieder versuchen, aber zumindest hast du uns etwas Zeit verschafft. Oh ja, Leute, wir haben ihn nicht zum letzten Mal gesehen. Diese Bestie ist der Verbannte, ein mächtiges und furchtbares Ungeheuer, die Geißel dieser Welt. Er wird nicht aufgeben und immer weiter versuchen, das Siegel, das ihn hält, zu brechen. Du hast nur wenig Zeit, die dir auferlegte Bestimmung zu erfüllen. Komm mit, Michael, es gibt viel zu bereden. Ja, das mag sein, aber zuerst brauche ich einen Stuhl und zwar ganz dringend, weil, naja, ich habe Bedürfnis zum Stuhlgang. Versteht ihr? Gang zum Stuhl, Stuhlgang? Ja. Ich spiele das Spiel zwar bereits zum 2. Mal, aber die Sprüche werden jetzt auch nicht besser. Schon traurig, was? So, und jetzt mal schnell das Tor öffnen und ab zu Zelda. Wie du siehst, ist das Zeitportal ist das Portal im Moment geschlossen und sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher Stein. Es ruht. Ja, sieht aus wie Tetris. Um es zu wecken, benötigt man eine besondere, eine sehr starke Kraft. Diese Kraft ist das heilige Licht, der Himmelstrahl, der von deinem Schwert ausgeht. Gut, gleich mal öffnen, gar kein Problem. Leider besitzt dein Schwert im Moment nicht die Kraft, das Portal zu öffnen, was total unlogisch ist, Leute. Wir haben einen Himmelstrahl. Im Heldenmodus, sprich, das ist der Himmelstrahl, den bereits im normalen Modus hätte mit dem Master-Schwert. BZW halt der stärkere Himmelstrahl, Version Nummer 2. Was ja bereits, wie gesagt, im normalen Modus notwendig ist, um den Siegelstein hier zu öffnen. Siegelstein, Quatsch, das Zeitportal zu öffnen. Also sprich, jetzt müsste es ja theoretisch funktionieren, da wir bereits einen stärkeren Himmelstrahl haben. Ja. Damit du das Portal öffnen kannst, müssen dein Schwert und du noch eine Stärke gewinnen. Natürlich. Der Wald von Faerûn, der Vulkan Eldin, die Wüste Ranel. Du musst dir an diesen Orten verborgenen heiligen Flammen finden und dein Schwert in ihnen reinigen. Nur wenn es von diesen Flammen gesegnet wurde, erhält dein Schwert die benötigte zusätzliche Kraft.
Hinweise an den 3 Flammen sind in der Hymne der Göttin verborgen, die in deiner Heimat Wolkenhort gesungen wird. Ah. Finde diese Hinweise und mach dich auf die Suche nach den 3 heiligen Flammen. Geh zuerst zum Wolkenhort zurück. Ja, jetzt muss ihm geben, dass er Lied kennt. Wer könnte das bloß sein? Du. Zelda. Bardo? Oh, wieder geguckt. Es tut weh, das zugeben zu müssen, aber das Mütterchen hat wohl recht. Mir kann Zelda nicht helfen. Tja, scheiß drauf. Mach immer mein eigenes Ding. Urteil nicht vorschnell. Du wirst sehen, auch du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Stampfe, yo. So ein Trottel. Geh nun, Michael. Um Zelda zu retten, musst du deinem Schicksal vertrauen. Das werde ich. Das werden wir, Leute. Denn jetzt geht's ab zum Wolkenhort, wieder mal zurück. Auch für vielleicht 1, 2 Sidequests. Mal gucken, ob du erstmal brauchst einen Stuhl. Wenn ein Schwert die 3 heiligen Flammen ist aufgenommen hat, kannst du 2 Portale öffnen. Ja, ich weiß. Leute, theoretisch müsst ihr jetzt... Soll ich mal das Spiel verbacken? Ey, Leute, ich könnte das Spiel backen. Vielleicht klappt's ja. Verdammt, das klappt nicht. Scheibenkleist. Ja, die Entwickler haben daran gedacht, gar nicht mal so übel. Naja, ich dachte eben, weil, wie gesagt, wenn wir schon einen stärkeren Himmelstrahl aus dem normalen Modus haben. Ja, ich habe einen Stuhlgang, ist schon klar. Also die Punkte. Gut, das war lecker. Lecker. Das war dürftig, bedürftig, wie auch immer. Was ist denn jetzt los, Fei? Fei? Die Hymne der Göttin, ich vermute, dass es sich um das Lied handelt, das Zelda am Tag der Vogelreiterzeremonie vorgetragen hat. Woher weißt denn du das? Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus der Ritterschule nähere Informationen zum Text des Liedes hat, liegt bei 85%. Und die anderen 15%? Keine Ahnung, was ist gut. Da haben wir noch so eine Heuschrecke, glaube ich, oder? Komm her! Gut. Du hast einen Pyrohüpfer gefangen. Keine Heuschrecke, ein Pyrohüpfer. Ja, ist ja gut, Mann. Tschu. Gut. Die Machmarin-Cave brauchen wir auch noch. Aber da muss sowieso wieder bald zurück nach Eldin. Das sind wir somit auch. Und jetzt das erste Mal gehe ich wieder zurück in den Hinterausgang. Noch ein paar Vögel einfangen. Und auch eine blaue Vogelfeder. Und dann endlich ab zurück. Zurück zum Wolkenhort, Leute. So, ist der Grund noch da? Ist er noch da? Natürlich ist er noch da. Sind die Vögel da? Die Vögel sind auch da. Schmetterlinge auch. Oh, jetzt weiß ich endlich, was das damit auf sich hat. Hier gibt es sehr viele Falter, die auf schöne Klingen reagieren. Hier muss etwas sein, ich bin mir da ganz sicher. Leute, verstehe ich selbst überhaupt nichts von Musik. Dabei brauchte ich jetzt wirklich ein paar schöne Klänge. Ja, dann kling doch mal. Da so gleich mehr. Ich habe hier noch so ein paar Viecher. Und 2 auf einmal. 2 Pyro-Riesenkäfer. Sehr schön, sehr schön. Wir werden zum richtigen Käfersammler hier. Oh, 9 Stück bereits. Das sieht sehr gut aus. Gut, dann die Vögel jetzt. Hä? Da gar nichts gemacht. Sind jetzt plötzlich da. Dann halt. Die Himmelsfalter. Und 2 auf einmal. 2 Himmelsfalter gefangen. Cool. Und wieder 5. Das heißt nochmal genügend für einen Herztank und so weiter, nicht wahr? Komm her. Kommst du her? Gut, dankeschön. So, jetzt die Lyra gezückt und ein bisschen gespielt, denn hier hat es ein kleines Geheimnis. Genau, ein schicker Stein. Boing. Sieh an, das muss eine entsprechende Statue sein, denn ja, sagt ihr das gerade? Egal, wir haben einen Schmuckschädel bekommen. Sehr schön, sage ich auch nicht nein. Zumindest heute nicht. Das wäre soweit alles. Jetzt noch kurz was fürs Auge, sage ich jetzt mal, für die Unterhaltung. Guckt doch mal, was jetzt passiert. Er macht dann auf Team Rocket. Und weg ist er. Und jetzt? Genau, kommt dann näher aus dem Boden geschossen. Na klar. Der Kronen wieder da. Gut, die Vögel auch. Sehr schön. Wie gesagt, ich will noch eine, wenn möglich.
Sogar 2 gefangen. Ja, vor allem gefangen. Eine Mischung aus gefunden und gefangen. Na gut, 5 Stück wieder. Jetzt brauchen wir eine blaue und noch ein Dingsbums. Ein Bienennest und auch das wird gleich mal schnell erledigt, gar kein Problem. Tempel des Siegels, Hintereingang und ab zurück zum Wolkenmeer. So. Ach Leute, ich liebe das Spiel, es gibt so viele zusätzliche Features hier. Im Gegensatz zu anderen Spielen, aber trotzdem ist das System, der Spielinhalt, die ganze Gestaltung, sprich auch das ganze Drum und Dran mit dem Story-Modus und dem allgemeinen Spielprinzip ist trotzdem noch das alte geblieben. Das finde ich einfach genial. So, jetzt wieder runter hier. Das muss leider sein, denn ich muss noch ab. Wohin muss ich eigentlich ab? Wohin muss ich? Bewegt sich der Vogelstatue? Hat sie keine? Achso, ja, das kam ja später, habe ich ganz vergessen. Aussichtsplattform war es hier, Tempel im Wald, ich weiß gar nicht mehr. Müsste er gewesen sein. Zu der Serie Reisengebieter? Wenn du mal so nett wärst, Fei. Keine Sorge, Leute, das geht ganz, ganz schnell. Ich brauche nur eine Version davon und eine Sorte. Das reicht mir bereits. Gut, jetzt komme ich da wieder hoch. Dann sprich Link, kletter mal schnell. Pup, genau, greifen. Ein bisschen schwingen, die Schwingen. Schwingen! Jo, schwing dein Teil, Link. Ja, das klingt jetzt ein bisschen falsch, aber naja. Ich weiß ja nicht, was Link so alles in seiner Hose schwingt, von dem her. Gut, jetzt haben wir hier... Wieso haben wir hier Gegner? Was soll das wohl im Blauen? Das ist plötzlich Gegner. Mann, du Arsch. So. Oh, natürlich. Kommt die ganze Truppe angelaufen. Mit den Bienen. Ja, leck mir doch am Arsch. So. Oh. Alter, schlag dich noch einmal so an, hey, und ich kastriere dich. Ist das klar? Mann, hey, ihr geht mal auf die Seite. Na klar. So, keine Zeit da auf euch zu warten. Schlag aus, hol aus. So, das war's. Oh, meine Fresse. Und die Vögel sind doch weg, nicht wahr? Verdammt, wo ist der blaue Vogel hin? Da hat's einen blauen Vogel normalerweise. Wo ist der hin? Er kommt jetzt nicht mehr, weil hier halt Gegner sind. Nee, kommt schon. Also das wäre echt asozial. No, verdammt. Ich brauche eine blaue Vogelfeder. Oh, come on. That can't be. Ja, jetzt ist der wieder da, der Fullspacko. Oh, blaue Vögel sind weg. Mann. Ja, mach doch, was du nicht halten kannst. So. Kommt der voll von oben runter geschossen. So, Bienenlarven erhalten. Nur eine, oder wie es aussieht. Muss reichen und weg hier. Verdammte blaue Vogelfedern. Braucht ihr überhaupt die Bienen? Moment mal kurz. Bienen. Und tschüss. Sollen uns doch die anderen mit beschäftigen. Ich habe keinen Bock auf ein paar Bienenstiche. Und wieder hier. Hier hat es ja keinen Stuhl, das stimmt. Hier hat es auch wieder ein paar Gegner. Ein paar neue, glaube ich sogar, oder? Ist hier der Fett auch schon da? Hallo, Fette McFett? Ne, der ist noch nicht da. Na dann. Von mir aus jetzt wieder zurück zum Wolkenhort. Ins Wolkenmeer reisen. Blaue Vogelfeder habe ich zwar nicht gekriegt, aber naja, seht ihr wie. Weil die kann ich ja theoretisch auch im Wolkenhort mir erlangen, und zwar nachts. Aber das wird vermutlich erst in der nächsten Folge wollen, denn der Part ist bereits wieder um. Ja, ich weiß, es geht immer so schnell bei Zelda. Naja, was willst du machen, nicht wahr? Wo ist jetzt der Wolkenhort hin? Achso, da oben. Der ist doch so in der Nähe. Jo. Jetzt noch schnell den Schild upgraden. Ja, das muss noch in dieser Folge sein, Leute. Und dann, glaube ich, hätte er schon mal alles so für heute. Ich will so ein paar Sidequests aktivieren. Na, Leute, komm schon, jetzt nehme ich mir jetzt noch. Will jemand von euch etwas? Oh, da unten steht ja ein guter Kumpel von uns. Der hat doch was. Nicht?
Hallo Michael, guck, ist ihm noch nicht auf... Wollte gerade sagen, ihm noch nicht aufgetan. Natürlich ist schon lange da. Was sagt dazu? Schnauze die erste. Oh Mann, so, hat es hier noch was? Nö, bei den anderen gehe ich gerade nicht so gucken, sondern nur hier. Wow, ist auch gerade knapp. Gut, hat sie gerade noch was oder kann ich... Ich kann reingehen. Sehr schön, sehr schön. Dann hat es hier irgendwo noch einen Stuhl zum Hinsetzen und eine Bank. Wäre auch nicht so schlecht. So, und kurz hingesessen. Ah. Hey, na kleiner Mann, ja, du lehnst doch zwar mit dem Rücken zu mir, aber ja, sonst mit Getränk einladen? Nö. Ja, jetzt wollte man mal wohl nicht Gesellschaft leisten, wa? Ich habe keine Zeit dafür, ganz einfach. Oh, dann noch was. Na, Stinky? Ja, ich habe so ein Gerücht gehört. Nachts klingt bei Wohnheim der Richtenschule die Stimme einer Frau. Ich mag zwar aussehen wie ein starker Kerl, aber solche Geschichten treiben mir den Angstschweiß auf die Stirn. Hä? Okay, mal nachgucken dann, sobald es soweit ist. Oh, warte einen Augenblick. Du siehst emsig aus. Was, emsig? Was ist denn emsig? Na, willst du Schätze suchen? Ja, nicht jetzt. Hat der bereits? Jo, er hat einen neuen Schild, Leute. Den da hinten, aber dazu kommen wir gleich noch. Jetzt erstmal bei ihm hier gucken. Ja, willkommen in der Werkstatt, Alter. Na, was soll ich machen, hä? Items verbessern. Wenn's geht, Meister. Alles klar, Mann. Hier sind die Items. Der Schild. Ach stimmt, ich brauche die... Oh, ich bin so... No, ich dachte, das ist eine normale Vogelfeder. Ich brauche eine blaue. Ach, verdammt. Na gut, nehmen doch erst in der nächsten Folge. Ja, ist ja gut. Was, kein Spielverderber, Mann. Ja, was soll... Ich kann nichts dafür, wenn ich kein... Ich könnte ihn am liebsten in den Arsch treten. Ja, Alter, grinst mich nicht so an, ey. Ja, komm, genau richtig daher. Ich habe ein neues Item im Sortiment. Den heiligen Schild, Mann. Ja. Heilig, ich hab's ganz schön eilig. Wie teuer ist er denn? Ja, gut, ja, ist ja schön, aber... Ja, wir... Hilfe, da verschlug ich mich, ja. Bist du ein Spackoman? 500 ist doch... 500! Leck mich am Sack, ey. 500. Was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Mutter Teresa? Junge, 500 Rubine, naja. Naja, schaffen wir schon. Irgendwann schaffen wir das schon mal. So Leute, wie gesagt, nächster Part, dann vermutlich nachts unterwegs, würde ich mal sagen, direkt von Anfang an noch ein paar Sidequests erledigen, mit Cruz, glaube ich, mit Cruz, genau, mit Cruz. Wäre dann noch was zu tun, glaube ich, kann ich bereits machen, dann noch ein, zwei andere Dinge und noch was in der blauen Vogelfeder schauen, aber ich glaube, dazu brauche ich 100 Rubine, wa? Ich glaube, so viel kostet die hier, 100 Rubies. 100 Rubies. Ruby. Komm. Na komm, so geht das nicht. Scheiße. Naja. Wäre doch ein netter Versuch gewesen. Da brauchen wir natürlich auch nichts für uns. Ja, ist ja gut, okay. Ist ja schon gut. Muss ich in der nächsten Folge dann noch ein paar Rubine zusammensparen, nicht wahr? Also dann, Freunde, mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es hier dann darum geht, hier Wolkenhort zum einen mal ein bisschen Zeit zu questen, den Schild abzugraden und noch zu gucken, wie wir hier etwas über, über die 3 heiligen Flammen der Göttinnen erfahren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.